dahinter sehe ich, sind vielleicht noch schon ein bisschen müde, wer weiß das schon, aber es wird trotzdem natürlich eine hochinteressante Partie werden. Das in jedem Fall, Tom. Und es ist so, wie du gesagt hast. Also sind natürlich enorm beansprucht worden in den letzten Tagen in diesem Wettbewerb. Man muss jetzt sehen, wie schaffen sie das alles. Auch körperlich sind sie noch mental so weit, dass überhaupt noch die ganze Kreativität, die ja in ihnen steckt, wirklich auf den Platz gebracht werden kann. Also ich bin sehr gespannt. Ganz souverän. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Und Klaas, Riesenmöglichkeit. Gehalten, aber der Ball ist noch im Spiel. Ja, gutes, druckvolles Spiel und gleich haben sie sich einen Eckball erkämpft. Oh, da hat die Abwehr aber geschlafen. So, jetzt der Ball ist im Netz. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Also diese Ecke hat mal wieder gezeigt, wie wichtig Standardsituationen für dieses Team sind. Und in der 8. Minute muss der Keeper zum ersten Mal den Ball aus dem Tor holen. Klasse Pass. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Da haben sie schon wieder mal Glück gehabt nach diesem dummen Foul an der Strafraumgrenze. Nur Freistoß in dieser Situation. Toller Freistoß und Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Ausschau gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Das war eine gute Flanke jetzt. Weltklasse. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. So, und jetzt ist Pfeffer drin hier in der Partie. Anschlusstreffer. Und so wie es im Moment läuft, traue ich ihnen jetzt auch noch den Ausgleich zu. Ah, klasse Aktion. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Da darf er nicht so lange zögern mit dem Abschluss. So ist der Torwart noch da, im letzten Augenblick. Weit nach vorne geschlagen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Lücke. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, das war klasse. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Ja, und der Schuss, der ging ja ehrlich gesagt nicht mal in die Nähe des Tores. Ja, vielleicht hat er bei dem Schuss zu viel überlegt. Wirklich wahrscheinlich zu viel. So hat es zumindest ausgesehen. Denn es hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen. Klasse Aktion.
Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Er konnte flanken. So, jetzt alles nach vorne. Und Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. So, nach diesem Ausgleichstor sind wir so schlau wie zuvor. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Und jetzt drängt sie nach vorne. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Ja, gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und ein super Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Ja, steht 3:2 nach der ersten Halbzeit. Da ist für die zweiten 45 Minuten also noch eine Menge drin. Angesichts der Chancenverteilung in der ersten Halbzeit geht das Ergebnis bis jetzt völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, ob das in der zweiten Halbzeit genauso spannend weitergeht. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und die zweite Halbzeit läuft. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. Und sie machen da hinten die Räume eng. So, und er kann die Bälle in die Räume spielen. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. So, da hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Zieh ab, Junge! So, jetzt warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Gut gemacht vom Keeper. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Foul, ganz klar. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Gelb. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Er sucht seine Chance. Das war klar. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Abgewehrt, jetzt müssen sie nachsetzen. Super mit der Brust mitgenommen. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball.
keine gute Defensivarbeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ja, so schlecht sah das von mir oben gar nicht aus, aber der Ball, das haben Sie gesehen, der geht dann doch relativ deutlich vorbei. Sie versuchen, die Führung auszubauen. Gerade im Spielfeldzentrum, da stehen sie kompakt, da sind sie gut drauf im Moment. Jetzt hat er den Platz. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Völlig frei kann er sich da bewegen. Irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorenplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig steht. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Ja, war klasse Lattentreffer. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Der grätscht hinein in den Mann und verursacht einen Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ein Volley wie aus dem Lehrbuch. Ich glaube, der war knapp im Abseits. Der Verteidiger war auch noch da. Ärgerlich. Ja, was will er mit dem Schuss? Den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. Und sie versuchen weiterhin die Führung auszubauen. Ist von der Einstellung her auch richtig. Oh, geht das hier heute gut zu. Und die Frage ist natürlich, schaffen sie jetzt so kurz vor dem Abpfiff vielleicht doch noch irgendwie den Ausgleich? Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und so
sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Und sie werden immer offensiver. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann wie er. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Er zieht den Ball zu nah an den Torhüter ran und er hat kein Problem. Also wenn es nach den Fans gegangen wäre, dann hätte der Schiedsrichter schon länger abgepfiffen. Und jetzt ist der Abpfiff endlich da. Ein knapper Sieg.